Wer hat Bock drauf, einem senilen, alten Legaten so richtig schön die Fresse zu polieren? Was war das gerade? Egal. Willkommen zurück, Tales of Berseria, Part Nummer, keine Ahnung, 103, 104, 103 glaube ich. Milch war auf uns, vielleicht sogar schon hinter dem nächsten Dingsbums da unten, mal gucken. Nächsten Verlies, Ebene, was auch immer. Ja, ich hab so richtig Bock drauf, den mal so richtig hinten so, und ihr wisst schon. Er hat's ja auch verdient. Nichts Neues leider. Aber jetzt mal Paladin-Echse. Eine Paladin-Echse. Der Name. Ja, komm. Na, der funktionieren kann. Hätte ja funktionieren können. Und wie wir alle wissen, der alte Mann ist fällig. Er ist fällig. Er ist fällig. Ja. Jugend gegen alte Männer. Was habt ihr gegen alte Männer? Hm? Eigentlich nichts, aber wenn sie dann so drauf sind wie Melchior, aber ziemlich viel gegen sie. So, Magilu hat ihre 4 voll. Sehr gut, das spielt ihre 4 SA. Ganz geil. Was habe ich noch vergessen? Ja, ich bin da ganz kurz die Add-ons durchgegangen. Ich habe noch nie gemacht, ich weiß. Und zwar, es gibt ja so ein Add-on, mit dem ich irgendwie, wenn ich das kaufe, steigen alle meine Charaktere in den Rang um 10. Also sprich 10 Level höher. Das werde ich auch machen vor dem letzten Bosskampf, also hoffe zumindest. Weil ich will gegen... Wenn es denn so ist, wirklich, einen Bosskampf gegen Natulus und Nominat, vermutlich, wir werden es dann sehen, will ich schon mal 60 durchmachen, auch damit es ein bisschen epischer ist und so, und ich werde dann dafür auch den höchsten Schwierigkeitsgrad aktuell haben. Ihr wisst ja, momentan bin ich noch auf dem zweithöchsten Mittel. Aha, na warte mal. Hä? Hoch ist aber neu. Warte mal, ursprünglich hat er nur einfach, normal, mittel und schwer. Hoch ist jetzt neu. Scheiß auf hoch. Mal gucken. Ja, das ist dann schlecht, wa? Kommt das Spiel plötzlich und sagt sich, ja, zum Schluss kriegst du noch einen Schwierigkeitsgrad hoch. Höhere Objekt ablenkt sind andere Herausforderungen, dann die Probe stellen. Also schwer sicher, ob ich auch auf hoch mache? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir noch mal gucken. Ja, also eigentlich, was ich eigentlich machen wollte. Moment, das glaube ich hier durch. Es gibt ein paar Gratis-Add-ons. Ich glaube, ich habe die Frage gestellt, mal ganz kurz gucken. Ja. Na gut, das war eigentlich das, was ich eigentlich wollte. Und zwar, ich glaube, ich habe ein paar neue Klamotten. Glaube ich. Rechtzeitiger Pony. Hatten wir auch schon alles mal. Wir finden, passt eigentlich nichts wirklich dazu. Lloyd, Sorey, Minion. Oh Mann, ey. So. Ja. Also mal gewünscht, war, dass ich mal so durch die Gegend marschiere. Es sind einfach nur Scheiße, wie sieht es eigentlich im Kampf aus, wenn man fragen darf. Wie kann man damit fighten? Alter, ist das lächerlich! Ist das cool? Ist das doof? Also ist irgendwie cool, aber ist auch doof. Ja, mittlerweile hat jeder Charakter irgendwie so ein Outfit. Das wir alle machen, ich bezweifle es richtig stark, weil es einfach so doof ist. Ein SA mehr? Ein SK. Come on, really? Ja, come on, really passt hier so perfekt. Nee, kann ich nicht machen. Das
zu groß. Vor allem, da dachte ich, ja gut, das, so kann man natürlich auch gegen Melchior gewinnen, indem er sich einfach schlapp lacht. Ist auch eine Variante. Geobor. Da ja, kann man auch verschiedene kaufen, genau. Habe ich ganz vergessen noch zu erwähnen. So. Hutstil. Normaler Stil, Waffenbewohner-Stil. Ja, es gibt auch ein paar Klamotten zum Kaufen, Leute, aber die Klamotten, ganz ehrlich, die sind nicht wirklich so das Wahre. Im Vergleich zum Beispiel nach Insistiere, da hat man irgendwie Klamotten bekommen. Ja, sowas zum Beispiel. Nee, hat man zum Beispiel sowas bekommen, wo man irgendwie den gleichen Stil hat, aber die Farbe invertiert oder einfach ein anderer Stil und so. Das sind ja auch ganz cool. Eine Hut, der hat auch mal was für sich. Wie gesagt, wäre eine Option gewesen, aber die Klamotten, die es mittlerweile zu kaufen gibt, sind irgendwie so Strandoutfits und so. Ich glaube, die anderen sind sogar irgendwie Klamotten von Charakteren aus anderen Spielen. Das wäre vielleicht mal etwas zum Gucken. Aber es ist irgendwie so etwas Ernsthaftes, was so doch ein relativ ernsthaftes Spiel ist. Hat jetzt bisher noch Mühe, sowas zu finden. So, genug davon, sind wir wirklich schnurstracks weiter. Weil ich im Trainieren war. Ja, 49. Wenn man gegen einen alten Mann antreten, gibt sie wieder ein Level up. Und sogar 2. Was denn da noch alles kommt. Weil ich habe nochmal ein bisschen schlauer gemacht und offenbar die Sidequests, die ich erwähnt habe, sowohl die mit Videl als auch die mit Rokuros Klinge, die sollen alle offenbar noch kommen. Beziehungsweise wiederkommen. Was ich auch ein bisschen seltsam finde und deswegen Nomin-Puppen fehlt ja auch noch. Ich glaube, 2 Puppen fehlen noch. Aber egal. Was schon oben war. Die Schlafrote Nacht. Übrigens, was ich vergesse. Ich habe das Ganze irgendwie, dachte ich immer so, Moment mal, Scharlachrote Nacht, irgendwie erinnert mich das Ganze doch. Ja klar, könnt ihr euch erinnern, in Cestiria beim Endboss-Fight, wo wir dann Kamlan waren. Und gegen Helda genau gecatcht hatten. Beziehungsweise davor noch, wir waren ja auf dem Weg dahin nach Kamlan und ja, dann waren wir beim imperialen Thron angekommen und so weiter und so fort, war alles cool, gar keine Frage. Aber der Himmel, der war ja auch so rötlich. Ich glaube, der Vollmond, der war irgendwie schwarz, sprich halt ein Neumond halt, von dem her. Ich sag kein Blutmond, es war ein Neumond. Nur mal so, damit man mal anmerken darf. Der Himmel war ähnlich, aber der Rest war irgendwie anders. So, genug gequatscht. Melchior, jetzt bist du fällig, oder war das schon auf uns? Kann er bitte noch irgendwie was umgucken? Nee. Okay, let's fight. Let's fight. The 4 elemental Empyreans are the beings that maintain the balance and harmony between earth, water, wind, and fire. Have you even stopped to think about why they sleep? About what waking them will do to this world's order? Not really. I don't much care. They sleep because of arrogant, insolent wretches like you. The Empyreans derive their power and that of their blessings from the prayers of the pure at heart. But humans became corrupted and neglected their prayers. The forgotten Empyreans drifted into slumber. Human prayers are the source of their power? Just like the Malachim. Are you trying to say Innominat blesses someone when he eats their soul? As the 5th Empyrean, Innominat's purpose is to eat human souls, malevolence and all, and to wipe the slate clean. When all mankind is once again pure as a newborn babe, the elemental Empyreans can be safely revived. You want to wipe the slate? But that means... Yes, civilization will crumble. The spread of malevolence, the cleansing of Innominat, the cycle has repeated countless times over the eons. That is why human civilization rises and falls. But if this continues, humanity will never surpass a certain threshold.
Thus, the Abbey will control Illuminat's power, so that we may guide humanity into a new, better era. It all makes sense now. You developed the art of armatization to control Innominat. And in order to create the Armatus, you needed the technology found in Siegfried, didn't you? So that's why you got Ifrid involved in all of this. Just as light cannot exist without darkness, no great achievement comes without sacrifice. Even I must be made tribute for the sake of our ideal world! Armatus! No, you don't! Aizen, stop! I told you, he's a crafty old buzzard. I should have known it wouldn't be that simple. Cooles Outfit. Was? Demi Melchior? Hä? Wieso Demi? Der stand Schwächerin. Hä? Ist der Erde amatisiert? Okay, cool. Ich würde sagen, wir haben mal richtig schön auf die Mütze, war. Er hat's verdient. Hat er's verdient? Er hat's verdient. Los geht's, Freunde. Hat was gesagt? Ich habe nichts gehört. Rache für Ifrid! Alter, haben wir ein Viertel abgezogen. Was ist nun für ein krankes Schwein? Okay, mal ganz kurz austauschen. Also was epischer ist. Oh, das wird nicht einfach gegen den wieder müde. 60 geht eigentlich auch noch, war vom Level her. 1000 KP hatte der. Eine scheiß Kugel, was will er mit deinen Kugeln? Geht auch Kugeln, ey. Ups. Ja, das muss wehtun. Natürlich geht auf Fluffy los, ist klar. Nichts gewesen, Späß, war alter Mann. Aua! Ich habe irgendwie Mühe, mein S einzusetzen. Ah, jetzt. Ich glaube, es wird das Ganze mal ein bisschen geiler zu machen. Verbündeten, verdammt, nur eines. Kann ich für alle machen? Hat's auch nie eingesetzt. Alter, wow, wow, wow! Man kann es übertreiben mit den Arte. Alter, kann gar nicht aufhalten. Guck. Ey! Ist doch nicht so schlecht, wie ich eigentlich dachte. Ich lebe noch ganz knapp. Und er liegt am Boden. Perfekter Zeitpunkt für uns. Oh nee. Au, 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 au. Ja, ja, mach einfach Box Champion. Stimmt. Er ist ein Eismeister. Oh, meine Birne. Ja. So, Ace, ich hole mal ganz kurz zurück, weil es mir doch nicht mehr so heikel. Ja, ich meine, dieser Stand, der bringt nicht viel Ring da drin lasse. Dankeschön.
Oh! Ice Power, wa? Was machst du denn dagegen, ne? Da machst du gar nichts mehr. Nö, jetzt sowieso nicht mehr. Seelenflasche, im Kampf 3 Seelen. Ich habe genug davon. Oh yes! Wir müssen schnell aufhalten. Oder wenn er seine Scheiße einsetzt. Ich kann nicht aufhalten. Ja, Vieh kann's, Gott sei Dank. Ja gut, mit der Seelenflasche kann man es auch ein bisschen einfacher machen. Und das war's, alter Mann. Ernsthaft? Nee, es ist vorbei. Hallo? Wie viel hat er noch? Were I only 100 years younger? 100? He's used an oath to add years to his life. Centuries, even. Is that what you call rational? Sounds like an obsession. I've said the same thing thousands of times. If it were my choice, I'd have let myself die naturally long ago. But did he not say? Man can turn reason into disorder, but also can we surpass it? Our true power is in transcending the possible to achieve the ideal. So were the words of the exorcist Claudin. They were foolish. Think what you will. I'll show you the truth of his words. You think illusions will work on us now? Not in the least. But it bought me enough time to finish my art. Are you trying to set off the volcano? You'll die too! As long as I take the Lord of Calamity with me, I have no regrets. That's because I'm for a reason. Oh. Oh! How dare you insult Claudin's ideal soul! Hey, Master. Emotions are a real pain, aren't they?